Ich muss Ihnen sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ein wunderbares Bild zu sehen, wie viele und dass Sie alle gekommen sind. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, liebe Gäste von nah und fern. Vielen Dank, dass Sie mit diesem Schweigen unseren gemeinsamen Respekt vor den zahlreichen Opfern des Terrors ausgedrückt haben. Ich glaube, uns allen ist der Weg heute hier an die Frauenkirche nicht leicht gefallen. Gerade angesichts der aktuellen Ereignisse. In Pakistan sterben hunderte Kinder bei einem Angriff in der Schule. Im Bürgerkrieg in Nigeria wird eine ganze Stadt niedergebrannt. Die Zahl der Toten kann kaum geschätzt werden. Und in Paris, im Herzen Europas, werden Journalisten von Attentätern hingerichtet. Die anschließende Geiselnahme hinterlässt mehrere Tote. Meine Damen und Herren, das schockt uns alle.